Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Aber mir fällt noch ein, bevor ich jetzt die Mondstadt zurückbringe, muss ich noch etwas machen. Und zwar gibt's noch einzigartige Waffen, einzigartige Rüstung, die ich noch holen mag. Und Annie gibt es tatsächlich in Goldküste, das habe ich total verschwitzt. Das kostet aber auch ordentlich. Und das andere gibt es in Seeheim im Vollentwickelten. So, also der Händler hat doch noch was. Mir ist es gerade wieder eingefallen, wo ich da rumgewurschtelt bin und habe gedacht, irgendwas hast du vergessen in Goldküste, irgendwas, du hast es nicht verumme gemacht. Und jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Eine brillante Waffe. Ist er Destos? 7500, das ist er. Ja, verwandelt Stärke in Glück, genau, das ist er. Den brauche ich. Den mag ich meiner Sammlung hinzufügen. Aber das heißt, ihr seht meinen Taler Stand. Da muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen Geld verdienen. Und was wäre besser geeignet und relativ aktuell, um Geld zu farmen, als Neo Tokyo? Falls ich da wieder rein kann. Ich weiß es gar nicht, kann ich da wieder rein? Ich weiß nicht. Probieren wir es doch einfach mal aus. Sicher bin ich mir nicht, ob das klappt, aber ich kann es immer probieren. So. Ja, es ist etwas kryptisch hier in die Geisterstadt reinzukommen, aber da stört uns wenigstens kein Mensch. Okay, können wir nochmal rein. Oder hat's Liberita-Kommando zugemacht? Nee, es sieht aus, als wäre hier noch relativ frisch. Ja gut. Dann gehen wir ein bisschen Geld verdienen in den Kanäle. Wie im richtigen Leben. So. Nein, Arg ist verwirrt. Das wollte ich doch vermeiden, wenn möglich. Du ekliges Kotzegetier. Nimm das, grässliche Unhold. Na? Wie rum dann jetzt? Oh Mann. Scheißvieh. So. Schnell. Au, au. Ich hasse es, verwirrt zu sein. Ah, ich kann mich richtig bewegen für einen kurzen Moment. Uffa. Schnell. Schnell, solange ich noch irgendwie in der Lage bin. Nein, verdammt, jetzt kommt das wieder. Und jedes Mal muss man neu rausfinden, wie man sich wie bewegt. Oh, so, jetzt habe ich die Karte aber erstmal geändert. Jetzt kennt ihr mir erstmal nichts, ihr Mistviecher. So. Bumm. Gebt Geld, Arg ist pleite. Ich will noch die einzigartige Dinger holen, weil ich will aufgrund von Inventargeilheit und so definitiv alles hier haben für euch. Oh, cool. Level gibt's auch noch. Level 28. KP steigen um 14, Stärke um 2, die Abwehr um 3, wow, und Glück um 3. Super. Ja, Hollerö, würde ich mal sagen, oder? Okay, die können wir jetzt auch one-hitter, die Kerle. Seid so gut und hinterlasst bitte Geld. Ich brauch's. Ich brauch's ganz dringend. Arg pleite. Arg brauchen Geld. Ne. Weil das, was ich hole mag, das ist nicht gerade billig. Und Dodo noch kommt doch ein anderes Ding, was ich noch kaufen muss. Das ist ähnlich teuer. Also, ich brauch's auf jeden Fall. Ich brauche jeden Taler. Zack. Ah, ja. Sehr schön. Die geben fast 100 hier, die Knabe. Das ist sehr praktisch. Au, hör auf mich zu schocken. Hör auf, du Kerle. So. Da ist noch so ein Rievenickel. Ich würde auch sagen, wenn ich schon da dabei bin, kann ich eigentlich genauso gut einmal die Ringe zeigen. So, lassen wir das Irrlicht mal vor uns rumtanzen. Okay. Ich würde sagen, es ist Ringzeit, oder? Ich finde, wenn ich schon jetzt hier auf Geld farme gehe, kann ich genauso gut, die Ringe zeigen. Okay, der erste Ring, den habe ich schon beim Dämonenskorpion gezeigt, der Feuerring. Aber das ist schon ein bisschen her. Von daher, ja, den verwendet man noch mal. Scheiße. Okay, das hat jetzt rein gar nichts gebracht. Weil das dappische Vieh... Okay, noch einmal. Noch einmal. Das dappische Vieh war voll davor. Och Mann, arg. Ah, okay, Eber. Na gut, das Ende Vieh haben wir wenigstens killen können. So viel dazu. Dann, ja. Ich habe mir halt immer gedacht, als ich Terranigma gespielt habe, warum soll ich sowas machen, wenn ich die einfach nur ganz normal erwischen kann? Ne? Okay, Erdring. Okay. Ach Gott, jetzt rappelt's aber. Okay, die sind gelähmt. Das bringt mir aber nicht so viel, weil ich kann es auch nicht angreifen in der Zeit.
Na gut, das war jetzt ganz bezaubernd. Da kann man sich wahrscheinlich nur durch Gegenden der Fuß schleichen. Jetzt machen wir den Eisring. Oh, okay, der schießt so Grütze ab, der Eisring. Ja, komm, das Vieh machen wir jetzt erstmal vorher platt. Und der Eisring verschießt irgendwelche Gülle. Okay, machen wir das noch einmal. Dafür haben wir die Dinger ja gekauft. Also, zack. Arg. Okay, der hat jetzt auch nichts wirklich gebraucht. Na gut. Orkanring. Gut, verwenden wir das Ding. Okay, du machst da ein bisschen eindrucksvollere Bulle. Das betrifft dann wahrscheinlich alle Gegner, die hier sind. Und... Okay, 132. Ja, wow. Dann mache ich mit M-Schlag ein bisschen mehr Schade. Na gut. Wie schaut's hier aus? Da sind wieder die Neon Genesis Evangelion Rüstungen unterwegs. Das war der Ring, der war nicht so besonders. Mondring! Ja. Und? Was machst du, Mondring? Bulle. Okay. Es gibt ein bisschen Rumgegrützer. Und? Ja, 250 Schade. Beeindruckend. Der Sturmring, was macht der Schönes? Okay, wieder ein bisschen größeres Bulle. Ui, schöne Animation. Sehr schöne Animation. Okay, dann haben wir jetzt in die Knie gezwungen damit. Und, aber die Animation war es definitiv wert. Das könnte mein Thumbnail werden. Moment, ich mag den doch in der Nähe von mir haben. Und da kommt als nächstes der Atomring, von denen haben wir sogar 4 Stück. Okay, Achtung. Ja, da sammeln sich die Atome bei Ark selber. Ups. Ja, da gibt es ordentlich Rabatz. Und das macht 162 Schade. Viel Lärm um nichts, den ich sage. Der Dunnerring. Gewitter Dunnerkeitel noch einmal. Was macht er da? Okay, das war zu erwarten. Aber schöne Animation. Ja, das ist vor allem bei solchen Elektrogegner sehr hilfreich. Wunderbar. Komm her. Ja, komm schon her. Hoppla, voll reingerannt. Macht nix. Der Blitzring, der wird bei dir wahrscheinlich auch gut helfen, oder? Okay, du machst einfach nur der Zitterskeleterich. Und was ist da? Der Sonnenring. Na gut. Oh, das schießt so einen Strahl ab, okay. Wart. Haben wir gleich. Machen wir gleich noch einmal. Sonnenring. Zack. Okay, nicht schlecht. Ach, nicht schlecht, wenn man weiß, was die Dinger machen. Ich habe die bisher noch nie verwendet. Jetzt mal ganz ohne Witz. Okay. Dann können wir weiter dorthin gehen und können hier ein bisschen Chaos-Stifter. Ich mache die mit M-Schlagplatt. Wozu brauche ich dann Zauber? Jetzt mal ganz ohne Spaß. Na gut. Komm her. Aber es ist schön gemacht. Da kann man nichts sagen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich verwende so selten die Zauber. Kann ich sowas ammo machen in einer Episode. Das trifft sich jetzt ganz gut. Aber ich will definitiv alle Gegenstände bei mir haben, die ich so kriegen kann. Und gerade die einzigartige Waffe und Rüstungen, die finde ich eigentlich schon wichtig. Ich mag die beim Let's Play durchaus mitnehmen. So, und deswegen mache ich hier auch den ganzen Vierlefanz. Aber ich steht Sache, wenn das jetzt wirklich die Episode hier überschreitet, dann sollte ich nochmal offscreen ein bisschen Kohle farmen. So. Aber in der Episode wollte ich das auch nutzen, für die Zauber so zu zeigen. Okay, apropos Zauber. Wir haben da noch andere Dinger. Wir haben da zum Beispiel einen Windzauber, der alle Krankheiten heilt. Naja, das kennt ihr schon denken. Hornzauber beschwört Abwehrkräfte. Ja, das könnte ich eventuell machen, wenn ich nochmal von den Viecher verwirrt werde. Beschwört heilsame Magie, verleiht Unbesiegbarkeit und dann haben wir ja euch schon mal gezeigt, der Knochenzauber. Beschwört Abwehrkräfte, okay. Verwendet man das Ding mal. Oh, cool. Das ist cool mit der Wasserdrache. Sehr geil. Schon cooler animiert als der Gossi, muss ich sagen. Okay, wow. Jetzt sind wir aber richtig in der Abwehrkugel drin, oder? Naja, nicht so sonderlich. Wir kriegen doch genauso viel auf der Arsch wie vorher.
Eieieiei. Okay, dann ist der nächste vielleicht ein bisschen besser. Verleiht Unbesiegbarkeit. Das wollte ich doch schon immer mal haben. Komm. Ah, schön. Hui. Sogar 2 special animierte Nixer. Mit ihrer Wassermann-Ohre. Ach, sehr cool gemacht. Mit so 2 fette Nixelanze, wie wir sie ja selber auch kennen. Okay, der kann mich jetzt mal. Der macht mir gar nichts. Aber das hält nur für 2 Blicke. Okay, das war wohl nicht so toll. Dann haben wir noch so Dingens, was wundersame Heilkräfte beschwört. Vielleicht ist das Ding hier ein bisschen besser. Wie schaut's aus? Sonnebaum, enttäusch mich nicht. Alla hopp, was kannst du? Oh, cool. Das ist echt cool. Sehr schön gemacht. Und wir sind wieder voll geheilt. Ja, okay, das ist schon nützlich. Das ist nicht schlecht. Gut, jetzt hole ich mal hier die Waffe. Also ich gehe jetzt wieder zurück. Genug Kohle habe ich auf dem Rückweg. Und dann kann ich mal zumindest die Waffe in der Goldküste holen. Da können wir die auch nochmal ein bisschen ausprobieren. Und dann farmen wir wieder Gold für der Panzer, für den Schutzpanzer. Der dürfte in Seeheim sein. Das habe ich auch schon total verschwitzt. Ich habe es jetzt nur nochmal im Hinterkopf gehabt von der letzten Episode verheilt. Habe ich gedacht, zwischen der Pause, die ich gemacht habe, ach Moment, du hast ja noch nicht alle Waffen. Und alle Rüstungen, alle einzigartige Dinger. Und dann musste ich mich nochmal erinnern, als ich da, ja, ich gestehe es, ich gehe immer zwischen der Aufnahme Rache. Und beim Rache habe ich nochmal noch gedacht, wo waren die Dinger, wo waren die Teile? Und ich habe mich da nochmal erinnert, okay, Enz war wirklich in der Goldküste. Ich habe das noch so im Hinterkopf gehabt, wo ich dann da war in der letzten Episode, dass irgendwas ist, wollte es aber nicht äußern. Und ja, ist ein Zeichen von Schwäche, ne? Wollte es nicht äußern. Und jetzt ist mal wieder Kummer, dass eben die Goldküste war, wo der Stab war. Also man entwickelt das echt nicht für immer. Damit man wirklich allzeit 4 besondere Waffen kriegt, muss man die Goldküste auch voll entwickeln. Und in Seeheim, da macht man den Umos auch nicht für immer. Da braucht man das auch, damit man den Panzer kriegt. So, wo ist jetzt der Schleim, wenn man mal braucht? Nee, gerade nicht da, weil der könnte auch meine Krankheit heilen, wenn ich dann wieder verwirrt werde. So, komm mal her, Männel. Zack. Und komm her, du ekliger Schleim. So, Ark ist verwirrt. Achtung, was können die Feckel machen? Dumba, hilf mir! Ah, die ganze Königsvögel kommen arg schwert. Das ist auch schön. Ja, also die Animationen finde ich von 1996 durchaus sehr cool. Und meine Verwirrung ist wundersam geheilt, was sonst echt nichts kann im Spiel. Also, kein Kraut oder sonst irgendwas gegen Gift oder Serum oder sonst was für ein Zeichen ist in der Lage, Verwirrung zu heilen. Das kann tatsächlich nur der Zauber. Cool, wieder was gelernt. Wusste ich gar nicht. Jetzt können wir uns aber auf jeden Fall den Stab holen. Geht gruselig. Ach ja, ich finde es immer urig, wenn Leute so selbst erfundene Texte dann zu deren Melodie singen. Ach ja, Tino E. kann das auch sehr gut bei ihrem Terranigma Let's Play. An der Stelle auch nochmal ein Gruß, falls du es auch nochmal bis hierher guckst. Hierher, oho. Ja, falls du es bis hierher guckst, ein Gruß an dich. Dein Terranigma Let's Play genieße ich auch auf jeden Fall sehr. Und zack. So. Hallo, Herr Augenklapper. Ich brauche was von dir, und zwar das wunderbare Teil hier. Auch wenn es schwächer ist. Dankeschön. Jetzt hab ich das aber. Ich hab jetzt 3 von 4 Superwaffen. Ja, da ist er. Der Tiara-Stab verwandelt Stärke in Glück, was eigentlich keine Sau braucht, aber, na, damit wir's halt hin. So. Sau gut. Also wieder ab in die Kanäle. Da machen wir noch ein bisschen Level und Geld. Und schwadronieren einfach noch ein bisschen. Moment, ich will Neo Tokyo nicht verpassen. Das war hier, ja. Ach ja.
Aber ich muss das einfach haben. Und ich muss euch das auch einfach zeigen, weil ich kenne das von so vielen Leuten, die Terranigma gespielt haben, die dann sagen, von den 4 einzigartigen Dinger habe ich bisher immer nur 3 gefunden. Weil die letzte, die optimale, die ultimative Dinger, die kriegt man automatisch im Spiel. Das sind, so viel kann ich zumindest verraten, das sind die Heldewaffe, die legendäre Heldewaffe. Wie genau man dazu kommt, sage ich jetzt nicht. Das wird zu viel verraten und das wird zu viel Überraschungseffekt zerstören für all jene, die Terranigma noch gar nicht kennen. Aber auf jeden Fall stolpert man automatisch über die Dinger. Und ja, die anderen Teile, da habt ihr ja schon gesehen, wie man die kriegt. Aber die letzten 2 Teile, die kriegt man tatsächlich wirklich nur über... Die kriegt man tatsächlich nur über Händler in der voll ausgebaute Städte. Wow, hier kann ich ja sauschnell Kohle machen. Ich glaube nicht, dass ich da nochmal extra Episode davor vergaukeln muss. Also hier kommt man sehr schnell zu Kohle. Warum bin ich in das Gebiet gegangen? Ich dachte es. Ja, bei Diebe. Ui, und sogar ein neues Level. Ja, wow, Level 29 erreicht. KP steigt um 15, Stärke um 2, Abwehr um 2 und Glück um 3. Hollerö! Okay, dann saugut. Hier kann man ja auch saugut leveln, ohne Scheiß. Okay, dann probieren wir doch einmal den Tiara-Stab aus, der Stärke in Glück verwandelt. Achtung. Okay, 125 ist jetzt auch nicht so gerade der Burner. Aber vielleicht mache ich mehr Crits. Ich kämpfe jetzt mal eine Weile mit dem Ding. Aber die Crits, die ich mit dem Ding mache, okay, 2 hintereinander waren das jetzt. Aber die Crits, die ich mit dem Ding mache, die sind bei weitem nicht so stark wie die Crits, die ich mit dem anderen regulär mache. Ja, cool. Okay, das ist definitiv die Gegend, um Gold zu farmen. So lernt man auch wieder was dazu. Aber hallo. Aber ich muss auch sagen, und ihr seht ja auch, dass ich verdammt viel Crits mache hintereinander. Das habe ich sonst nicht. Aber auf der anderen Seite ist halt wieder die Kehrseite von der Medaille, dass die Crits, die ich mit dem Ding mache, nicht so stark sind wie eine normale Attacke mit der anderen Waffe. Achtung. So, 213 waren Crit. Das habt ihr jetzt nochmal gesehen. Jetzt gehen wir nochmal mit der Naginata hinein. Und die Naginata macht normal schon 218er. Also der normale Angriff ist schon stärker als ein Crit mit dem anderen Stab. Aber naja. Ja, 436 ist doch ein Crit. Jo. Aber ich habe mein Geld sehr schnell zusammen, merke ich. Sau gut. Und hoppla. Wir geben eigentlich auch fast immer Geld. Ja, kaum sage ich es geben, sondern jährlich Geld. So. Aber ich hoffe, das hilft auch jedem von euch, der eben die Gegenstände bisher nur sehr schwer kriegt hat oder nie kriegt hat im Spiel, dass es euch hilft, wenn ihr das nächste Mal Terranigma spielt, zu sehen, ah, okay, ich erinnere mich, der olle Yankee hat gesagt, das. Das könnte euch definitiv helfen. Södela, zack. Aber ich will halt nicht... Nein, du Scheißkerl. Dummer Lobber. So. Aber ich will halt ja nicht nur Geld farmen und Inventar vervollständigen. Ich will ja auch noch sowas machen. Ich will ja auch ein bisschen in der Hauptstory weiterkommen. Deswegen machen wir jetzt noch einen Plündergang hier durch. Durch die Schweinelobber-Diebe. Und dann dürfte ich genug Kohle gesammelt haben, denke ich. So, wenn du Geld gibst, ist es das Zeichen. Genau, da habe ich nämlich über 8000. Das sollte auf jeden Fall genügen. Und ich muss auch echt sagen, die Gegner hier geben anscheinend verdammt viel Erfahrungspunkte, dass man hier sich ein gutes Leveln leisten kann, wenn man zu dem Zeitpunkt noch nicht so auf dem aktuellen Stand ist. Okelidokeli. Perfekt. Jetzt haben wir genug Kohle. Und können noch Seeheim. Jetzt ist es definitiv gut, dass bei der Goldküste eine Flugzeuglandebahn ist. Weil das erspart uns jetzt echt den Weg. Da würden wir jetzt ewig und 3 Tage rumsegeln wieder. Und das haben wir relativ fix jetzt gelöst. Die Distanz. So, Australien. Okay, so. Also, wieder ab nach Seeheim. Oh ja. Ja, da hätten wir sonst echt ziemlich lang dran gehabt, das Ganze zu umsegeln. Aber wir sind ja mobil, wir sind ja im Ende, nicht im Ende 20. Entschuldigung, wir sind ja im 20. Jahrhundert angekommen. Deswegen haben wir hier so
Gebrüder Wright Flugzeug. Super. Wunderbar. Später können wir das Flugzeug gerade wieder verwenden. So. Fröhliche Musik, fröhliche Leid. Wo war dann der Händler hier? War der Händler im Hotel? Ich glaub's, oder? Ich glaube, der war hier rechts, oder? Kann das sein? Oh ja. Hey Schnorres, ich will was bei dir kaufen. Du hast irgendwas für mich? Verhindert Verwandlungen? Nee, der war's, glaube ich, nicht, oder? Eine brillante Waffe. War der das? War der das? Ich bin mir nämlich sicher. Einen Moment. Das haben wir gleich. Das haben wir definitiv gleich. Wir können hier speichern. So. Wir können hier speichern. Und dann sehen wir ja, ob das Ding passt. So. Okay. Unsere Rüstungen dürften auch voll sein. Nur noch mal so zur Sicherheit. Genau, unsere Rüstungen sind voll. Das heißt, ich kann ja jetzt nur eine von den Dinger kaufen. Ansonsten wäre ja Sache Inventar voll. So, also. Verhindert Verwandlungen. Zack. Merci. Ist es das? Und? Ja, es ist es. Aura-Panzer. Verhindert Verwandlungen und gibt nochmal 15 mehr als unser jetzige Shogun-Rüstung. Wenn das nichts ist. Ausgerüstet. Perfekt. Die Rüstung bringt ein bisschen mehr als das andere. Also als der Stab. Super Sach? Super Sach, oder? Und so findet die zwei einzigartige Gegenstände. Ach ja. So, da ist zumindest mal Inventargeilheit auch befriedigt und beendet. Und hey, hör auf, du rumzugurke. Ich will, dass du fix machst. So. Dann wieder ab zur Goldküste. Und von dort aus fahren wir mit dem Schiff wieder weiter. Na, ich krieg das nie gebacken mit einer dappigen L- und R-Taste beim Emulator. Ich mach's so über die Tastatur und nicht über... Controller. So. Jetzt kommen wir zu einer sehr epischen Stelle im Spiel, muss ich sagen. Und ich will auf jeden Fall, dass ihr noch ein bisschen Story miterlebt. Das hätte ich ja sonst gemacht, wenn wir jetzt dann doch das optionale Zeug gehabt hätten. Und dann sollt ihr auf jeden Fall auch nochmal was richtig Episches sehen. Und ich finde, es ist auch ein super Ending für die Episode. So, jetzt sind wir hier im Dürretal angekommen. Und im Dürretal holen wir uns jetzt voll aufgepowert, wie wir sind, unser 5 Mondstäbe. Die haben sie auch alle besamt. Das ist natürlich auch sehr gut. Und jetzt geht's los. Wow. Jetzt geht die Luzi ab. Riesiger Friedhof am Südpol in einer Wüste. Arg hält der Mondstäbe hoch. Und ihr seht's. Wow. Epic, isn't it? Das ist auch nochmal so ein Knarzer. Zack. Nein, der hohle Kopf Nummer 3. Nein, der hohle Kopf war Nummer 4. Und der letzte von euch, der kriegt's auch nochmal ab. Zack. Und jetzt passiert was. Da ist ein Grab. Aus dem Nichts ertönte Stimme. Sie klingt genau wie die vom Ark. Du hast zahlreiche Abenteuer voller Gefahren überlebt. Viele Wunder hast du davor getragen. Aber der Tod besiegt dich nie. Hat dich nie besiegt. Wisst ihr warum? Weil du der legendäre Held bist. Ich vertrete die Seite vom Licht. Du vertrittst Schattenreich. Oh mein Gott. Unterwelt-Ark und Oberwelt-Ark und Overwelt-Ark ist anscheinend schon tot und die Hände gerade wiederbelebt. Ich bin wie du, nur dass du vom Böse geschaffen worden bist. Und ich vom Gute. Unser Zusammentreffen war vorbestimmt. Die Wiederkehr vom Beruga hat die Balance von der Erde gestört. Die Zeiger von der Uhr von der Weltgeschichte zeigen eine Zeit an, die es nicht gibt. Eine Zeit, die es nie geben darf. Das haben wir ja auch ganz am Anfang, ihr erinnert euch, in der ersten Episode beim Intro gesehen, wo es dann die 13. Stunde schlägt. Ich werde dich jetzt vernichten.
Aber du wirst wiedergeboren werden. Oh. Wie? Du bringst mich umher auf? Erseelt war er. Und das ist normalerweise die Musik, wenn Ark stirbt. Tja. Jetzt haben sie mich erseelt. Unterwelt Ark ist tot. Verdammt nochmal. Kapitel 4 fängt an. Wege des Schicksals. Wobei das sehr kurz ist. Das Kapitel, muss ich echt sagen. Aber es ist halt wie es ist. Gell? Ach ja. Und was machen die Wege des Schicksals mit uns? Huch, da liegen wir ja im Bett. Aber wir sind ein bisschen komisch und verbaut aus. Und Melina ist bei uns. Gut, dass ich das nicht synchronisieren muss. Der macht das schon sehr eindrucksvoll und nervtötend selber. Und wie es aussieht, kümmert sich Melina um uns. Oh, du bist aufgewacht. Was hast du dann, seit ich dich im Wald gefunden hab? Hast du noch nie so laut gekrischen? Macht er irgendetwas Angst? Oh Gott, und wie er mit seinem Schnuller nuckelt. Weißt, du erinnerst mich an jemanden, den ich früher mal gekannt hab. Deswegen habe ich da auch seinen Namen gegeben. Ark. Sicher hast du Hunger, ich hol dir etwas. Aber klar, dass die nicht wissen, was mit dem Ark passiert ist, weil dem sein Leichnam, der wird wahrscheinlich da irgendwo noch im Südpol liegen, wo keine Sau ihn finden wird. Und was passiert jetzt? Huch! Ist das wieder eine von Mailens komische Illusionen? Melina, bringen um. Ich befehl's. Deswegen hat man dich aus Christa in die Oberwelt gesandt. Mach's. Jetzt, wo's Baby wehrlos ist. Zöger nicht. Oh, du mieser alter Drecksack. Huch, wir sind jetzt plötzlich geschrumpft. Ah, aber die Melina ist doch eine Babymörderin. Unerwelts Melina kann doch nicht so bösartig sein. Das kann sie doch nicht. Und Overmelds Melina kommt jetzt auch wieder zurück. Wird wahrscheinlich ihr blaues Wunder erleben hier. Na du? Was ist denn hier passiert? Der Baby kann doch nicht einfach verschwinden. Ark, Ark, wo steckst du? Und die Blau-der-Runner anscheinend. Melina, worauf wartest du dann? Bring's Baby endlich um. Vergib mir. Bist du in Ordnung? Oh. Oh, hoppla. Man sollte nicht seinem Doppelgänger begegnen, oder? Wer bist denn du? Du siehst aus wie ich. Wer bist du? Und was machst du mit dem Baby? Oh, Fluffy, hilf mir. Vermaledeit, was macht denn die dann hier? Melina beseitigt auch das Mädel. Oh, Fluffy, du Säckel. Was? Fluffy, Fluffy, Fluffy. Ark, wach auf. Ich bin's, Lord Kumari. Hörst mich? Ich mag Lord Kumari, der ist echt cool. Die Lebewesen von der Welt warten sehnsüchtig auf dein Erwacher. Hör mir gut zu. Ah, hör mir gut zu. Ich bin Ra. Kannst du mich hören, Ark? Das ist der Baum. Die Erd greint. Rett die Erd, wie mich vom Gift gerett hoscht. Ra, der Sonnenbaum, der ist auch cool. Ich bin's, Liam. Hörst du mich? Die Erd
ist auf dem falschen Weg. Die Tiere änderten sich nicht. Die Menschen jedoch umso mehr. Ich rette mit so einer goldischen Stimme einfach. Du hast mir Mut gemacht. Gib acht deren Welt. Nein, Mut. Weil wir kennen die von seiner Stimme nur als Kind. Ich bin Dumba. Oh. Der Himmel greint bittere Tränen. Wir wollen doch nur unser Bahne am Himmel ziehen. Ach Gott. Hast all ihr Stimme kehrt. Du kannst jetzt nimmer mit ne Retter. Aber sie sind bei dir. Arg, erhör uns. Alle Lebewesen warten drauf, dass du erwachst. Ach, wie im richtigen Leben übrigens. Man hört die Stimme von allen Lebewesen auf der Welt und aus dem Baby wird innerhalb kürzester Zeit ein Kleinkind und ein Teenager und dann schließlich ein erwachsener Held. Wie im richtigen Leben. Interessanterweise hat er als Kleinkind übrigens rote Haare gehabt, als ihn die Melina fortgetragen hat, so wie im Comic. Ah, nee, er ist erwacht. Die Vertreter von Licht und Schatten hängen gesprochen, als sei er ihren Retter. Der Weise aus Christa hat mich hierher befehligt. Bring der Ark um, wenn er Beruga wieder belebt hat. Ich war überzeugt davon, dass es dir gelingen würde, Ark. Wenn ich dich vernicht, kann uns nichts mehr aufhalten. Ragnara wird für die Wiedergeburt von der Hölle sorgen. Ragnara? Genau. Die Menschen nennen den Deibel, also Melina. Alle hopp, bring ihn um. Ark wird nicht den Mut haben, sich zu wehren. Oh, sie rennt fort. Okay. Boah, und die Musik. Lass uns den Ort... Also, Entschuldigung. Lass uns den Ort verlassen. Die ist wieder Stummwoche. Melina aus Christa. Ark, endlich sehe ich dich wieder. Ich hab dich nie vergessen. Aber nie hätte ich gedacht, dass wir uns so wieder treffen. Ich hab den Auftrag erhalten, eine Person von der Overwelt zu töten. Aber ich hab nicht gewusst, dass du es bist, Ark. Ja, aber kleines Kind, ne? Das ist besser. Du nutzloses Ding. Genug, ich werde ihn umbringen. Fluffy, was pappelst denn du da? Du warst so lang mein Gefährte. Ark, du kapierst doch immer noch nicht. Du bist benutzt worden, Ark, nicht mehr als eine Marionette. Verabschied dich für immer. Ich muss meinen Auftrag ausführen. Sieht so aus, als hätte man dann aus gutem Grund in die Büchse der Pandora gestopft. Fluffy löst ein Erdbeben aus. Ark ist bewegungsunfähig. Das ist dein End. Halt Ei! Wir können die Welt, unser Tour ist Unrecht. Lass uns wieder in die Unterwelt zurückkehren. Huch. Ark, rett die Menschen von der Overwelt. Zerstör's Böse und bewahr die Welt vor ihrem Schicksal. Melina, was machst du dann? Halt! Ich werde dich immer lieben. Leb wohl, Ark. Wow, jetzt hat sie sich geopfert und Unterwelt Fluffy gekillt. Melina! Oh, Melina hat richtig kammelt. Aber warum muss es so weit kommen? Wäre das alles nie passiert, wenn ich die Truhe nicht geöffnet hätte? Aber es war mal Bestimmung, das zu machen. Ich war nur ein Spielball von der dunklen Macht. Aber ich bin ein Wesen aus Fleisch und Blut, mit Empfindungen. Jetzt werde ich mich gegen die Macht wenden, die mich erschaffen hat. Das Böse soll nicht auf der Erde regieren.
vernünftig. Huch, was ist denn hier? Ich verstehe das alles nicht. Wir sind nur Schachfiguren beim Spiel von dem Mächte-Arg. Keine Angst. Wir haben immerhin noch uns. Aber wer ich dir jemals die Anna-Melina ersetzen können? Tja, wenn liebig. Schwer zur Sache. Mit der sind wir aufgewachsen, das ist halt so. Aber sie hat sich um uns gekümmert. Komm, ich bin treu, ich bin keiner, der einfach wechselt, ich bin treu. Lange Zeit habe ich zusammen mit Melina in Christa gelebt. Viele Erinnerungen an die Zeit trage ich noch in meinem Herz. Die Melina hat sich geopfert, um mich zu retten. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment an niemand anderes denken. Du hast recht. Es tut mir leid. Ja. Ich muss dir etwas erzählen. Es gibt hier eine alte Sag. Und die berichtet von einem Held. Der das Böse aus der Welt vertreiben wird. Und der Held bist du. In der Truhe sind die Waffen vom Held. Ich glaube, dass Kolumbus sie auf seiner Reise gefunden hat. Er hat sie versteckelt, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Und die Dorfbewohner waren die Hüter von der mystischen Waffe. Deswegen wurde das Dorf zerstört und der Columbo gequält. Die Seele von den Dorfbewohnern haben sich in Wölfe verwandelt. Sie haben die Waffe mit ihrem Leben verteidigt. Jetzt nutze arg. Boah. Jetzt wissen wir auch den ganzen Rambazamba, der um Stockholm gemacht worden ist. Berühre jetzt die Truhe. Alle hopp. Ich hoffe, das ist kein miese Trick, Melina. Na? So, jetzt hat. Huch, noch ein Fluffy. Heureka, ist der Held endlich aufgetaucht. Das lange Warten hat mich ermüdet, mein Körper ist schwach. Du brauchst nichts zu sagen, ich weiß, dass du der wahre Held bist. Ah, das Ding wollte ich einmal umbringen. Nee, das war der andere Fluffy. Ich bin der Fluffy von der Overfeld. Hey, keine Zeit für Plauderei. Mit der Waffe vom Held müsst man die Beruga besiegen. Und während wir retten, könnt irgendwo Stadt sterben. Argeheld, Terralanze, ja. Und was erhält er dann noch, der Arg? Der Enigma-Panzer! Wer hätt's gedacht? Terra und Enigma formen zu Terranigma. Erde und Rätsel sind vereint. Okay. Geh jetzt, bekämpf die Inkarnation vom Böse. Ich will hier auf der Rückkehr warten. Alle hopp. Dann, ich sage, ich rüst mich jetzt erstmal aus mit einem geilen Zeich. Boah, um 23 mehr. 88, eine Rüstung für echte Helden. Ja, Allah, das ist auf jeden Fall das optimale Ding. Das haben wir jetzt. Und hier haben wir auch noch was. So, Elfenbeinlanze. Wir hätten es ja eigentlich als Terralanze gekriegt, aber in der deutschen Ausgabe, hoppla. In der deutschen Ausgabe wird es auch als Elfenbeinlanze bezeichnet. War im Besitz großer Helden. Und jetzt ist er mein. So. Aller hopp. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, jetzt kann ich auch getrost in meinen Urlaub gehen. Ja, ihr habt es bestimmt auch, wenn ihr alle anderen Projekte von mir verfolgt, habt ihr das bestimmt schon verfolgt, dass ich ab morgen zum Drachenfest gehe. Huch, wie kommst du da her, so vor mir? Arg, pass bitte auf dich auf. Klar, mache ich das. Okay, kein Speicherbuch hier. Ja, wie gesagt, wenn ihr auch die anderen 2 Projekte von mir verfolgt, kann ich das besser? Nö. Dann wisst ihr, dass ich ab morgen auf dem Drachenfest bin. Und ansonsten, wenn ihr nur Terranigma bei mir guckt, dann wisst ihr das jetzt. Huch, der Vogel scheint einen Brief im Schnabel zu haben. Arg liest der Brief. Ich bin Mario und schreibe aus Sibirien. Arg. Hast gewusst, dass Neo-Tokio zerstört worden ist? Ein Virus namens Asmodeo hat die Katastrophe ausgelöst. Wir müssen Beruga, das Handwerk lecker, oder die Welt geht unter. Lord Kumari hat ein paar Landsleute um sich versammelt. Wir ziehen zum Laborturm in Ostsibirien, um Beruga zu stoppen. Das sind die mutigen Kämpfer. Füda, die Lady mit dem Schwert. Roy, der frühere Söldner.
Und meine Enkelin Mailin. Ach du Scheiße. Arg, wenn die Zeile liegt, dann eil uns zu Hilf. Wir treffen dich am Laborturm in Ostsibirien. Ma, jo. Alles klar. Jo, und dann bin ich ab morgen auf dem Drachefest, wie gesagt, war ganze Woche. Und wir sehen uns dann erst morgen in einer Woche wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also nicht gleich greine und deabonnieren, nur weil ich eine Woche lang fort bin. Ich komme jo wieder und es geht direkt weiter, ihr liebe Leute. Also machen's gut, wir sehen uns morgen in einer Woche. Habt eine schöne Woche, genießt die Zeit und keine Angst, Yankee kommt wieder zurück. Also machen's gut und bis morgen in einer Woche. Ayan Yankee.